Wir melden uns jetzt hier live aus dem Rathaus und kurz nach 18 Uhr haben die Wahllokale geschlossen und der Oberbürgermeister hat eine kurze Ansprache gehalten hier und auch nochmal natürlich Bezug genommen auf die Ereignisse gestern. Und die Stimmung hier, Sie sehen das vielleicht im Hintergrund, es sind relativ viele Leute da. Die Stimmung ist aber ein bisschen gedrückt, was natürlich auch verständlich ist nach dem, was gestern mit Frau Reker passiert ist. Bei mir steht jetzt Gabriele Klug, die Wahlleiterin und auch Kämmerin der Stadt. Frau Klug, wenn wir uns die Ereignisse von gestern noch mal vor Augen führen, wie kann man dann so eine Wahl, wie Sie sie heute durchzuführen hatten, ja, wie kann man sowas leisten, auch so von der emotionalen Seite her? Die Durchführung der Wahl ist eine rechtliche Verpflichtung. Und das nordrhein-westfälische Kommunalwahlgesetz ist da ganz klar. Und da wir diese Verpflichtung haben, stand es nicht zur Debatte, dass die Wahl heute fortgesetzt wird. Deswegen wurde der Wahltag heute in Angriff genommen und in über 1000 lokalen Stimmbezirken organisiert. Es haben ganz viele Menschen mitgeholfen, ungefähr 6.700, das ist eine große Anzahl. Und das war für uns alle Verpflichtung und Aufruf zugleich. Und unser Streben galt, die Wahlbeteiligung möglichst hoch zu halten und während des gesamten Prozesses auch schon in den letzten Wochen alle Möglichkeiten anzupacken, um die Wahlbeteiligung auch zu erhöhen. Jetzt haben wir schon ein erstes Ergebnis der Wahlbeteiligung bekommen. 39, ich muss nochmal auf den Monitor gucken, 39,7%. Ist das was, wo Sie sagen, damit bin ich zufrieden? Oder Sie haben gestern nochmal von den 40% gesprochen, auch die Sie erreichen wollten. Da sind wir so knapp dran, aber so ein richtig tolles Ergebnis ist es eigentlich nicht, oder? Also für eine Wahl, in der kein Stadtrat gewählt wird, halte ich das schon für ein beeindruckendes Ergebnis. Die Unken hatten von 30% oder drunter geunkt. Da liegen wir nun wirklich deutlich drüber und insofern bin ich zufrieden, Stand heute. Also richtig zufrieden bin ich sowieso nie, weil mir die Wahlbeteiligung bei den politischen Wahlen und bei den Persönlichkeitswahlen im Moment viel zu niedrig ist und wir da sehr grundlegende Überlegungen treffen müssen. Aber für den Status hier in Köln heute unter den besonderen Bedingungen der Nachwahl, unter den besonderen Bedingungen des gestrigen Tages bin ich zufrieden. Sie waren ja heute den ganzen Tag auch unterwegs und haben sich ein Bild gemacht von der Wahl. Können Sie mal sagen, was Sie da erlebt haben, auch vielleicht auch so ein bisschen auf die Stimmung eingehen? Wie war denn die Stimmung so in den Wahllokalen? Wie war auch die Stimmung bei den Wahlhelfern, die ja sicherlich auch unter dem Eindruck der gestrigen Ereignisse standen? Das ist ja für niemanden, sowas hat es ja noch nie gegeben. Also sowas ist ja auch von heute auf morgen nur schwer zu verdauen. Wie sind die Leute damit umgegangen? Vor allen Dingen auch Ihre freiwilligen Helfer? Also die freiwilligen Helferinnen und Helfer waren natürlich an Informationen interessiert, wie aktuell der Gesundheitszustand der Oberbürgermeisterkandidatin ist. Dazu haben wir seit gestern Abend ja keinerlei medizinische Auskünfte neu erhalten. Deswegen haben wir darüber gesprochen, wie dieses Ereignis einzuwerten ist. Es gab eine große Betroffenheit, aber was deutlich war für meine Begriffe, zumindest in den Wahllokalen, die ich besucht habe, das war pro Bezirk mindestens, Stadtbezirk mindestens eines, war doch eine recht konstruktive und gelöste Stimmung, was den Ablauf der Wahl an diesem Wahlsonntag anbelangt. Ich habe mich immer den ganzen Tag über mit der Wahlorganisation in Verbindung befunden, um schnell reagieren zu können, falls es besondere Ereignisse gäbe, die das erforderlich machen würden. Das ist nicht der Fall. Die stärkste Kritik an der Wahlorganisation kam heute Morgen, weil ja viele Wahllokale Schulen sind und am letzten Tag der Ferien stark ausgekühlt. Da haben wir sofort Abhilfe schaffen können, Sie haben erstmal die Heizungen aufgedreht, indem Heizöfchen gekommen sind und so weiter. Ja. Also das mag vielleicht auch mal bei all dem Schlimmen, was wir ertragen mussten, ein kleines Zeichen setzen, dass die Menschen heute doch sehr engagiert bei der Arbeit waren und man gespürt hat, es ist den Kölnern ein Anliegen, dieses neue Stadtoberhaupt jetzt zu wählen und auch, dass das neue Stadtoberhaupt
seine Arbeit aufnehmen kann. Sie haben es ja gerade selber schon gesagt, das Ganze ist im Vorfeld ja auch, sagen wir mal, nicht gerade reibungslos abgelaufen. Der heutige Termin ist ja eigentlich auch nicht der ursprüngliche Termin gewesen. Vor dem Ereignis gestern, dem Attentat auf Frau Reker, hatte ich mir eigentlich überlegt, dass ich mit der Frage reingehe in dieses Gespräch mit Ihnen. Frau Gluck, wie froh sind Sie, dass Sie das jetzt hier über die Bühne gebracht haben? Ich bin sehr froh, dass wir an diesem Punkt des Wahlverfahrens angekommen sind. Wir haben jetzt vor Augen die Feststellung eines Wahlergebnisses, eines vorläufigen Wahlergebnisses. Entweder heute Abend werden wir ein vorläufiges Wahlergebnis haben oder wir werden wissen, dass wir in eine Stichwahl gehen. Nach Abschluss der Prüfung wird es dann entweder heute in den nächsten Tagen oder in wenigen Wochen ein abschließendes, belastbares, rechtlich belastbares Wahlergebnis geben. Ohne Pannen? Danach Können Sie das versprechen? Nee, so keine Wahl. Ich habe noch in meinem Leben keine Wahl ohne Panne erlebt. Das hängt damit zusammen, dass das Wahlrecht eines der formalsten Rechtsgebiete ist, die wir kennen, aus gutem Grund. Da geht es sehr viel um Rechtssicherheit und da geht es manchmal auch mehr um Rechtssicherheit als um Gerechtigkeit. Und deswegen muss Gerechtigkeit im weiteren Verfahren hergestellt werden können. Im Rechtsstaat gibt es sowohl das Wahlausschussverfahren, um das richtige Ergebnis festzustellen. Es gibt einen weiteren Schritt, es gibt das Wahlprüfungsverfahren, Organe der Wahlprüfungsausschuss und ein Gericht. So gehört sich das im Rechtsstaat und wir werden sehen, ob es Einsprüche gibt, wie die aussehen und so weiter. Das ist aber keine Panne, das ist Normalität. Okay. Dann sind wir jetzt auf jeden Fall auf das Ergebnis natürlich auch besonders gespannt. Ihnen, Frau Klug, schon mal vielen Dank dafür, dass Sie uns kurz nach 18 Uhr schon mal Rede und Auskunft gestanden haben. Liebe Zuschauer, wir geben jetzt erstmal wieder zurück hier aus dem Rathaus, das jetzt mittlerweile richtig voll ist, weil hier auch die ersten Ergebnisse natürlich eintrudeln, zurück zu Olli und Professor von Allemann.